Wir sind zurück beim DLC zu Dragon Ball Z Kakarot, Gokus nächste Reise und so wie es aussieht, hat Pan den Gegner windelweich geprügelt. Ja, ein bisschen Glück wird er schon brauchen. Oh, Münz von Wild Tiger. Neue Sidequest haben wir gerade gesehen. Das heißt, Wild Tigers Ding müsste hier die erste auf der letzten Seite sein bei mir aktuell, war. Ist halt echt die Frage, ob ich zwischendurch welche verpasst habe. Noch ein paar Seelenabzeiten und wirklich schon alle durch die anderen DLCs auch habe. Und all die kommen jetzt mit dem DLC noch nach. Gut, ich meine theoretisch, ne? Uns fehlen hier noch Bra. Also man kann hier mal kurz kurz drauf gucken. Hier. Schon bei Goku sieht man, hey, da fehlen noch irgendwie 3 Stück. Ich meine, der stärkste Clan, okay, da könnte natürlich Son Gohan noch dabei sein. Neuer Mentor und Schüler. Gehen jetzt mal davon aus. Ewige Rivalen wird wohl Vegeta sein. Dann hier haben wir schon mal 3 weitere Münzen, die wir hier dann haben. Ob es dann noch Bulma geben wird, nochmal Bula oder Bra, wie es im Deutschen heißt. Trunks eventuell auch noch, die restlichen könnten dann schon, aber wenn so einer eine Münze kriegt, dann werden wir hier noch genug Münzen zusammenkriegen, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Ja, gleich Kumpel, ich habe gesehen, es gibt eine Sidequest, Sidequest, es gibt eine Sidequest. Junior, Piccolo. Ah, nee, nicht ganz. Du bist Son Goku! Hä? Der kennt mich? Es ist 100 Jahre her, dass wir uns hier getroffen haben. Hä? Die rechte Hand Piccolos. Also hatte ich mal eine Vermutung von Junior einmal so unrecht, aber 100 Jahre her? Die rechte Hand Piccolos. Der Oberteufel Piccolo hat niemals eine rechte Hand. Und vor allem jetzt so jemanden. Dann Elif, das Dämonenkönig Piccolo verehre seine Reinkarnation. Junior. Was ist denn Elif? Beitritt. Welt zu erobern. Ja, schon eine Weile her. Junior. Wettkämpfe. Kein Plan, wer der Typ ist, aber er hat keine Chance. So sieht es normal aus. Aber dann Bodenkampf. Ein ganz anderer Moveset. Einer weniger. Hä? Ich wollte den hier machen. So, Goku, was treibst du da? Das Move ist ja wieder irgendwie doof. Bam in die Fresse. Was ist das für creepige Sidequests, ey? Jo, weg ist er definitiv. Und mein Level Up. Das ging jetzt aber schnell. Ja, nein, Junior, bitte höre mich und damit deine Stärke. Oh. Wenn es eine Audienz gewähren würde.
Ja, warte hier. Ey, ganz ehrlich. Also Piccolo wirklich Bock drauf hätte. Ja. Mach Piccolo hier auf dem Kampffeld. Also in der Arena halt, naja, egal. Ein komischer Kauz. Er meinte, er wäre schon oft im Gefängnis gewesen und hat mich mit Robotern angegriffen. Warum soll er so eine Person treffen? Berechtigte Frage. Er sagt, er sei ein großer Fan des Dämonenkönigs Piccolo und will mit seiner Reinkarnation sprechen. Ja, besser wär's. Oberteufel Piccolo. Okay. Benimm die vernünftig. Aber das verstehe ich nicht. Ist sie vielleicht schon deine rechte Hand? Was? Rechte Hand? Ja, ist er. Definitiv. Wenn du denkst, du könntest es besser, dann lass uns doch einen dieser kleinen Roboter gegen Panna treten und sehen, was passiert. Ja. Mr. Piccolo, warte. Ich will versuchen, gegen einen Roboter zu kämpfen. Gegen einen sind aber 3 Pan. Aber ist ihr Level nicht ansatzweise so hoch wie das von Son Goku. Das heißt, er wird ein bisschen mehr Mühe haben. Aber ich glaube, sie hat gefühlt die bessere Moves dafür. Man kriegt jetzt nicht so viel Damage von den Viechern. Ups. Der war zu kurz. Und da fliegt er weg. Aua. Nein, da! Der falsche Move! Also kein Ki mehr! Weg mit euch! Und das war's. Sieg für Pan. Kein Level Up für die kleine Pan. Ach, Menno. Dann war's so gut. Meine wunderschönen Totenkopf-Robos. Ja. Erstens, bring dein Leben in Ordnung. Zweitens, entschuldige dich bei Pan dafür, dass du sie beleidigt hast. Jawohl. Kein Ding, Mann. Ich schwöre, König Piccolo, ich werde aufhören, böse zu sein. Bitte, bitte, lass mich einfach leben. Verschwinde auf der Stelle. Die rechte Hand Piccolos. So ein Quatsch. Naja. Also solche Typen muss es geben. Aber solche Sidequests geben muss, tja. Ja, aber es war ja witzig. Hauptsache es war jetzt die letzte
Quest dieser Art. ねえね おい Ja, stimmt. Vor allem seit Fusion mit Gott, ne? Level Up für Son Goku. Gut, Weltkategorien kann er nicht, aber さてそろそろ Sidequest gemacht, das 試合に heißt, 行かないとな uns fehlen nur noch 8 Sidequests hier in DLC. Und ja, ich denke mal, nach dem Kampf, der jetzt folgen wird, haben wir die Story auch schon durch. Dann ist die Main Story, ja? しかしファンのやつ楽勝だったなそろそろ第2試合が始まり Es ます kann わかりまし losgehen. た次はオラたちだなはい頑張ろうぜはいよろしくお願いしますそれでは第2試合を始めます。第2試合の対戦は孫悟空選手対ウーブ選手です。孫悟空選手は過去数回この天下一武道会に出場し、なんと優勝経験までもある超実力派の武道家であります。私の個人的な予想では今大会出場選手の中での実力はトップクラス。ミスターサタンの一番弟子ミスターブートの白熱した試合が期待されます。対しますウーブ選手は南の島からはるばるやってきた10歳の少年です。5人兄弟の長男で幼い弟や妹の面倒をよく見る頑張り屋さん。今回はどうしても賞金が欲しくて思い切って出場したそうです。あらかわいそうにねせっかく遠くから来たのによりによって相手が孫くんだなんて今回一番注目の戦いだな。さあ準備はよろしいですね。それでは第2試合始めてください。そう緊張すんな実力が出せねえぞどうすっかなしばらく戦ってれば緊張もほぐれっかもしんねえとりあえずやってみっか Sicher besser ist das, was er im Anime getan hat und einfach Ups Eltern beleidigt hat. 大丈夫かダメだなこれとにかくすごい攻撃です。ウーブ選手の攻撃に備え孫選手ガードの姿勢です。大ヒット。孫選手相手を吹っ飛ばしました。おっとこれはどうやらウーブ選手ガチガチに緊張しているようです。仕方ありません。これだけの大人数を前に戦うことはこれまで経験がないでしょう。 Das Spiel will unbedingt nicht als Super Saiyajin kämpfen, wa? どうにか本気出させることできねえかなそうだご飯の時みたいに起こしてみっかおいこらおめえなんてすぐに倒してやっかんなこの弱虫野郎おいら弱虫じゃねえ孫選手の攻撃がウーバ選手に入りました。孫選手一斉のうちに背後に回り込んだ。孫選手の攻撃がウーバ選手に入りました。さっきはみんないたんでいい子ぶりっこしてたけんどよ本当はとんでもねえワンなんだぞほらてめえなんかAber er beleidigt nur Up selbst, was? Seine Eltern nicht. それともその Oh, jetzt. ぶっ殺されて骨になってうちに消えてか孫選手の猛攻撃。ウーブ選手の反撃を許しません。
Was, das Kürs Jan? Was quatscht der da? Oh, jetzt ist er sauer. Au! Wow. Hier ist wie ein Rauschmeißtier. Für Rauschmeißen bin ich zuständig. Boom. Cypher-Runde 2! Aua, Trier auf die Fresse, wa? So, Kleiner, jetzt bin ich dran. Das war also die Kraft des bösen Busan, wa? Na dann. Oh, ist ja richtig sauer. Eine Katze bekommen. Also Katze. Eigene Animation. Was macht der jetzt da? Hallo? Nicht die Arena umgestalten? Junge, ist er schnell. Alter, so Goku! Oh man, der hinter ihm, gut gemacht. Aber trotzdem überhaupt keine Chance, aber Leute, also. Da muss jemand anders auftauchen, wenn er mich besiegen will. Nein, du wirst du nicht! Er kann jetzt noch so rot vor Zorn werden. Übrigens ist das Gohans Masche. Und Polis. Krass, die stärksten Kämpfer in immer sauer. Gohan, Broly, also so Gohan vor allem im Kanon, ne? Also im Dragon Ball Super Kanon vor allem. Also die Frage, dieses Ende von Dragon Ball Z jetzt, was ja auch im Manga gibt, ist es überhaupt noch Kanon? Und Dragon Ball Super so weiter durch ist, oder sagen wir einfach, ja, es ist halt eine andere Timeline. Es ist schon Kanon, aber ein Kanon von einer anderen Timeline. Junge! Nein. Aua! Warum er sich freut, weil er so ein Goku ist. Ups, voll nehmen.
Oh, der könnte wehtun. Alter, bin fast rausgeflogen. Also rein theoretisch zumindest. Ah, Hilfe. Son Goku, wo laufst du hin? Oh, ist ja schnell. Aber noch kurz mal noch in Schwitzen. Alter, die Level-Ups bei Goku. Der ist so pervers. 負けるもんか。約束したんだ。負けるもんか。負けるもんか。負けるもんか。負けるもんか。負けるもんか。浮いてる。なんなんだこの人。そうか、おめえまだ空の飛び方も知らねんか。無理もねえよな。師匠なんていねえし、そんなことを考えたこともなかったろ。え、さっきは悪口言って悪かったな。許してくれ。おめえの実力が知りたかったんだ。ああでもしねえと本気出してくれそうになかったかんな。やっぱおめえはホラの思った通りのやつだった。さすがだ、すんげえよ。だけど力の使い方がなっちゃいねえ。こんな風に戦ったことなんか初めてなんだろ。そうだな。よし、決めた。ホラがこれからおめんちに一緒に住んで戦い方を教えてやるよ。そうすりゃおめえはもっともっと強くなれる。でも無理だよ。オイラんち貧乏だから。だから賞金欲しくて無理してここに来たんだ。平気平気、金なら心配すんな。オラがミスターサタンからもらってやっからさ。あいつヒーローっちゅうことでやたら儲けてっからよ。でも遠慮することはねえ。それにこれからもしもっちゅうことがあった時に平和を守るのはおめえだからな。ちょっと待ってろ。さ、オラあいつを修行してやりにあいつっち行って一緒に暮らしてくるわ。何年かかるかわかんねえが、たまには帰ってくるからさ、よろしく頼むな。お父さん、一体どうして？じゃ、お父さん。じいちゃん。どうしたパン？本当？今の話本当？わ。じいちゃんに会えなくなるなんて、そんなのやだ。おいおいおいパン、ずっと会えなくなるわけじゃねえぞ。
言っただろ、たまに帰ってくるって。本当？ああ、約束する。だから泣くな。よーし、いい子だ。すまねえな、ベジータ。わざわざこんなとこまで引っ張り出しちまったんよ。どうせこんなちんけな試合じゃ、俺も貴様も、そしてあのウーブっていうガキも実力を出しきれん。はは、ちげねえや。いずれ決着をつけるぞ。貴様には必ず勝ってみせる。あ、さあ行くぞ。背中に乗れ。はい。おめんち南の方の島だったな。しっかり捕まってろよ。ヤッホー。行っちまった。久しぶりに見たな、あんな嬉しそうな悟空は。カカロット、貴様の魂胆は分かっているぞ。あのブーの生まれ変わりのガキを修行してやるのは、ただ平和を守るためだけじゃない。なあウブ、おめえが修行して完璧になったら、オラともう一度二人でちゃんとした試合しような。はい。ほんと言うとさ、オラそれが一番の目的なんだ。若くしねえか、ウブ。すげえ強いやつと出会うなんてよ。はい。だよな。もっと強くなった。違う、おーって言うんだ。Ach ja, Son Goku ist unverbesserlich. Und eine verlassene Frau für einen kleinen Jungen. Das kann man auch falsch interpretieren. Ist doch wirklich so. Uiui. Freunde, das war's mit der Hauptstory zum 6. DLC von Dragon Ball Z Kakarot und eigentlich ja auch dem letzten DLC vom 2. Season Pass, wa? Und ganz ehrlich, ich hoffe ja, ich weiß, ich habe im Verlauf von diesem DLC schon ein paar Mal erwähnt mit dem Dragon Ball Super Manga und so, aber ich hoffe trotzdem, dass wenn der Manga von Dragon Ball Super irgendwann mal endet, das könnte durchaus zunächst mal der Fall sein, weil wir, wie bereits erwähnt, eigentlich schon ungefähr zu diesem Zeitpunkt angekommen sind, so plus minus, rein rechnerisch her vom Datum, und ich hoffe trotzdem, dass es einen ähnlichen Ausgang nehmen wird, ne? Quasi so ein Goku trifft auf Up und will ihn trainieren. Das würde mir persönlich schon mal sehr, sehr gefallen, weil wie es dann ja weitergeht, ne? Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage. Und mit Dragon Ball Daima, was im Verlauf des Jahres, im Herbst 2024 erscheinen soll, dieser neue Anime, ob es da überhaupt eine Manga-Vorlage geben wird oder ob das ähnlich wie Dragon Ball GT rein Anime-exklusiv sein wird, wer weiß, ne? Wer weiß. Und ja, ich meine, Son Goku ist wie er ist, der wird auch immer so bleiben, da können wir auf was gefasst machen. Ja, generell, die Zukunft hier, gab beim Spiel, ich meine, die Hauptsache jetzt hier bei dem DLC war jetzt nicht so gewaltig, das war aber abzusehen. Das Spiel, oder vor allem das DLC, soll sich vor allem durch die Sidequests noch mehr erschließen und durch weitere optionale Aufgaben. Denn Vegeta hat schon richtig gesagt, war von wegen, hey, die Arena wäre eh zu klein für uns, wir brauchen den ganzen Planeten, wir kämpfen nochmal gegeneinander. Könnte einen zwar an den Film Dragon Ball Super Heroes erinnern, andererseits kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern, es wird in diesem DLC noch einen Kampf zwischen den beiden geben. So viel sei schon mal verraten. Und ansonsten, ja, es fehlen noch 8 Sidequests, weil das DLC hat 10 Sidequests, wir haben bisher erst 2 machen können. 8 Stück fehlen also noch, also wir haben noch ein paar Folgen vor uns. Und wie es dann weitergeht, ich meine, das heißt, das DLC heißt nicht Gokus letzte Reise und Gokus nächste Reise. Werden wir also vielleicht einen eventuellen 3. Season Pass eine komplett neue Geschichte erleben?
die dann vielleicht auch wieder von Son Goku und handeln könnte. Oder werden sie rein aus Dragon Ball GT adaptieren? Wer weiß, wer weiß. Aber wir werden natürlich jetzt sagen, wegen Dragon Ball GT ist nicht Kanon, sondern Videospiele nicht zu suchen. Es gab in der Vergangenheit genügend Videospiele, wo sowohl die ganze Geschichte von Dragon Ball Z als auch Dragon Ball GT abgehandelt wurde. Nach Charaktere drin vorkamen, wie hatte vierfacher Super Saiyajin oder eben auch Kämpfe gegen Baby, Super 17 etc. etc. Also da wäre ich jetzt nicht so sicher, dass da nichts mehr kommen könnte. Dass irgendwas anderes adaptiert wird wie eben aus Dragon Ball Diamonds, ich glaube nicht. Da werden sich die Entwickler eher auf die neuen Spiele wie Dragon Ball Sparking Zero und so konzentrieren. Und wird sogar auf ein neues Xenoverse 3 dann. Naja, man darf noch träumen, wahr? Soweit dazu. Ich würde jetzt gerne noch ein weiteres Fazit ziehen, aber eben, es kommt noch einiges hier auf uns zu mit DLC, deswegen hätte ich jetzt eher gesagt, bis hierhin war es sehr schön. Es war erwartet kurz, in Anführungszeichen. Was sonst erfolgen wird, das sehen wir dann ab der nächsten Folge. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, genießt auch den Endspann hier oder die Credits, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Also muss zugeben, der Endscreen, der hat was. So, muss ganz kurz nochmal etwas dazu sagen, weil wenn ich jetzt wieder abbreche und dann nächste Folge quasi da ohne Speicher weiterspielen möchte, muss ich den Kampf nochmal machen. So, Extra-Modus. Glückwunsch zum Abschluss der Story. Du hast die Hauptstory abgeschlossen und noch den Extra-Modus freigeschaltet und du kannst Son Gokus Abenteuer weiter verfolgen. Die folgenden neuen Features im Story-Modus verfügbar. Die Saga zweier Saiyajin. Kann man sich schon denken, was dabei herauskommt. Trainingsplatz hart. Änderungsorte. Neue Nebenstories. 8 Stück fehlen noch, wa? Wo du noch Spielen auswählst. Hauptsache unser Gokus abgeschlossen, indem du auf das Banner Gokus nächste Reise und Extra-Modus Spielen auswählst. Okay, muss extra so. Krass. Stories wiederholen. Du kannst bereits abgeschlossene Stories mit Story-Wiederholung erneut spielen. Ja. Stories wiederholen. Erneut zu spielen. Die Zeitmaschine. Okay, natürlich auch eine Variante. Erinnerungsorte. Nach Abschluss neben Stories und Gokus Spuren werden Erinnerungsorte freigeschaltet. Bei diesen Events kannst du einen Blick zurück auf Son Gokus Erlebnisse werfen, während du um die Welt reist. Lass dir die berühmten Kämpfe von diesen Orten nicht entgehen. So ins Hauptspiel von. Ja, ins Hauptspiel. Ja, Spiel natürlich, ne? Übernehme ich auch alles oder heißt jetzt plötzlich, ist alles egal? Die haben es schon mal krass spoilern. Die Münze von Up. Neuer Superangriff von Kombos. Trainingsplatz hart. Der Imbisswagen. Die Saga zweier Saiyajin. Den Gegner aus, besonders zu Son Goku haben. Die Saga zweier Saiyajin spielen, in denen du nach Abschluss der Story ein bisschen untersuchst. Hä? Also, ich muss mit Pan quatschen. Schräg. Naja, also. 8 Sidequests sollen es noch sein, plus eben dies und jenes noch. Und wir haben noch ein bisschen was für Son Goku, ne? Der muss dann noch ein bisschen stärker werden, noch ein paar Superangriffe freischalten und so. Und noch ein paar Münzen mehr, ne? Da müssen noch ein paar mehr kommen. Nein, wir zumindest hoffen. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.